Riwer vum Fußballsterra bei PlayStation, weil an 10 Deeg gëtt de Lützeburger Championat am E-Sportem lacéiert. De lachte Mëttwoch huet der WLF hi Ekippen fir die neue Saison firgestaltet. Ass die dritte Saison vun der Orange E-League, an der sech 12 Ekippen Kron als Lützeburger Champion werte streiten. Des Rikal war fir Eisland kucken an huet sech de Lützeburger Championat e bësse mi genie ugeguckt. So Munschleit werden net kennen. Et trägt den PlayStation und an et spielt den Grund FIFA. Wat fir die eng Zeitverdreifers als fir die aner eng serie Kompetition. Genau des Plattform bitte Lützeburger E-Sport-Championat Orange E-League. Zanter 3 Jahr streiten sich die Bestspieler aus dem Land im Kron als Lützeburger FIFA-Champion vom Jahr. Do gëtt zwischen Einzel- an Ekippekompetition differenziert. Ja, wir hatten die Qualifikation von den Teams. Die hun lo 12 Ekippen sich qualifiziert für Teams Edition. Da haben wir dann eine ganze Saison mit 11 Spieldeeg, die aber abgedeelt sind auf 6 verschiedene Streams. Und die alle Equipe spielt 3 Matcher, 3 Partien pro Spieltag. Und dann spielen sie 2 Mal am Weekend und ein am 2 gegen 2. Das ist auch eine Neuigkeit der Saison, dass sie am 2 gegen 2 können spielen. Beim Start am Jahr 2020 konnte nimme Vereine aus der BGL League an der Ehre-Promotion mitmachen. Da das aber lo anecht an all Verein der 2 Spieler für Quali stellen. Für als Spieler der für Matze spiele muss Lützeburger sind oder zu Lützeburg wohnen, et braucht den eng PlayStation 5 an muss 16 Jahre hun. Für gut zu spielen muss natürlich auch viel trainieren. Ich spiele ganz viel, ich spiele alltag, das kann bis zu 5 Stunden Tag gehen, 6 Stunden Tag. Hanzu sind doch 12 Stunden mehr. Ich trainiere alltag, ich spiele gegen gut Gegner. Ich sehe immer gut Gegner raus, weil wenn ich kein besser Gegner spiele, dann geht ich noch selber besser. Und, voilà. Und 11 Spieldeeg kämpfen 12 Ekippen und 6 verschiedenen Datumen nicht nur den Champions-Titel, mehr auch Qualifikation für die E-Sports FIFA WM. Die Ambitionen sind bei allen Spielern natürlich groß. Ich gebe so alles zu gewinnen, wo ich mache. Ich bin nicht für so das Schlechte gehen oder so. Ich will natürlich immer gewinnen. Im Spus kann ich direkt so gewonnen. Ich spiele für zu gewinnen, ich spiele für echt zu gehen, für zu und irgendwie zu kreieren. An individuell irgendwie Final Top 2, das gibt mir da. Neuers ist ja nicht nur, dass Dunzul für 16 Ekippen auf 12 aufgesagt gouf, mir auch, dass der WLF an Zusammenarbeit mit der Lunex Informationen für die Partizipanten anbietet. Partneriat mit der Lunex haben wir das Jahr neu. Die haben eine E-Sports-Formation extra für die 24 Spieler, die für Team Edition sich qualifiziert haben, plus die Responsable von den Vereinen. Die können auch da mitmachen, alle die am E-Sports aktiv sind. Und da haben wir 5 Sessionen von jeweils 2 Stunden, wo dann auf der Lunex, auf der WLF, respektive bei Orange stattfinden. Und da kriegen sie dann am Schluss ein Zertifikat, einen offiziellen, dass sie eben dann die Formation mitgemacht haben. Und ich meine, das geht doch, wie Logo, das dann nicht zuletzt am E-Sports. Die Großfrage, die sich stellt, ist E-Sports wirklich ein Sport? Den Internationalen Olympischen Komitee IOC ist sich der Sache noch nicht ganz sicher. Für Paris 2024 wird das noch kein Thema sein, für die Zukunft ist das aber nicht auszuschließen. Die Spieler aus der Orange E-League sind sich dagegen aber sicher. Ich gebe so ja, weil ich auch lange Fußball gespielt und da sind ich auch auf FIFA gekommen. Und weil ich gesehen ein paar Mal habe ich mehr Schwesen nicht zu nehmen, wie wenn ich auf Fußball spiele. Also das ist schon oft anstrengend. Dann, ja. Leute, die so in das wäre kein Sport, die sollen sich mal 5-6 Stunden hinsetzen und sich so lange konzentrieren auf diesem Niveau. Und, ja, da können sie das ja nicht beurteilen. Los geht es dann den 22. März mit dem ersten Spieltag vom Equipe-Championat. Bei unseren Kollegen vom RTL.lu könnt ihr alle Spieltage live streamen.